Ja, wir habt uns erstmal auf die Phone geschrieben, das Schiff teuer holen, so wie das ist in diesem Taustand. Und das kostet ja ein Bach Geld und das Geld muss irgendwie erwirtschaftet werden. Und dafür muck wir diese Gästeforten jetzt. Das heißt, wir können mit 45 Mann und Besatzung, also insgesamt 50 Mann, können wir dann losführen. Wir muck dann wieder Kurzfahrten, das heißt, wir können dann über 4 Stunden uns so Trupp führen, bis über 11 und dann wir rennen, oder wir muck dann über den ganzen Tag. Das dauert dann 10 Stunden, von einer Tide bis zur nächsten. Ja, dann muck wir noch in unseren Loderoom, den wir ja schön umbaut. Und was hat umbaut, hat nicht, der ist noch in dem Original Taustand, oder hat wie Tischen und Stühlen und einen Tresen. Und da muck wir dann Veranstaltungen. Das hat wie muck da Hochzeiten, wie muck Geburtstage, wie muck Theaterstücken und all diese Dinge, ja, die uns ein bisschen Geld bringen dort, um das Schiff zu erholen. Wir braucht in Jahr ungefähr 30.000 bis 40.000 Euro. Die lobt zu anderen Kosten. Und dann muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Ja, dann muck wir noch, so wie das letzte Jahr, da hab wir dann einen Chartervertrag mit einer Firma Offshore Windenergie, und da habt sie uns in den Loderoom eine Ausstellung drin gebaut über das Thema, damit man vielleicht die Akzeptanz bei der Bevölkerung über das Thema dann ein bisschen steigern kann. Ja, die Grand Diek ist 1949 in Bremerhaven bei Rickmers als Hermann gebaut worden, also normal Kümo. Und die hat in den besten Tiden immer Holz von Skandinavien geholt, hat er runtergebracht, nur Frankreich, England, Holland, da wo sie kein Holz hat, und hat wieder da zurückfort, was sie da oben nicht hat. Getreide, Salz, Sand, China-Klar und so was. Da wäre so ein Regentusch. Das hätte bis 1984 gemacht. Zwischendurch ist es verkauft worden, hätte in Ritter Dölling geheten. Bis 1984 hätte das gemacht, und dann hätte in Grand Diek an der Seefahrtschule liegen. Als Ausbildungsschiff haben sie eine große Maschine in den Loderum drin gesetzt und haben dort Maschinen gemacht. Und dann ist die Seefahrtschule in Grand Diek dicht gemacht worden, 1994, glaube ich, Mangel an Nachwuchs. Und dann wäre das Schiff da liegen und wäre ziemlich kaputt und wir hin. Und da wollen sie ihm abfragen, und dann ist der Verein hier gekommen und hat gesagt, komm her, für die Krieg werden wir da hin. Und dann hat sie ihm noch Stoff gebracht und hat sich das Wrack erstmal angekicken. Ich habe da mit dem Kopf schüttelt, die ganzen Fachlüte, und hat gesagt, das war schon nie was. Aber dann hat die ole Gang, die hat in 10 Jahren das Ding da wieder hinfummelt. Also das wäre eine tolle Arbeit. Ich bin noch nicht gewesen, aber Klaus ist auch ein von den ersten hier. Wenn man das sehen hätte, die Bilder, die da in den Lot rumhängt, also hätte man, jeder Fachmann sagt, da kann ich wohl nicht angucken. Ne? Der Warfdirektor hat gesagt, die Schrotthupen ist so achtern, nicht vor mir, das Schiff da achtern hin. Und der hat sie 10 Jahre rumkleidet an das Schiff und hat dann wieder hinkriegen. Und sieht, ja, jetzt 2002 oder 3 Jahre ist das Schiff wieder in den Gang. Und da fahren wir jetzt mit. Und ist schon ganz gut in Schuss, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir werden in den Gang kriegen und morgen unsbar Freude. Das Schiff. Ja, eigentlich ist das Schiff ein bewegliches Denkmal. Wir haben ja auch mal einen schönen Preis kriegen, den wir von der Sporkassen in Niedersachsen Rut geben, und da sollen wir das schönste technische Denkmal wählen, das ist ein paar Jahre her. Ja, und das Schiff, als wie die Grand Diek, die gibt halt wieder nicht mehr, oder gibt nur noch ganz wenige davon, die überhaupt noch führen dort. Denn in den 70er Jahren, da kamen ja die ganzen Container Schiff dann auf den Markt, und da würden diese Schiff eigentlich überflüssig, so kann man das wohl sagen. Ne? Das hält also so ein Schiff wie die Grand Diek, was auch noch reell führen, da findet man eigentlich kaum noch hier bei uns. Und da muss man noch sagen, hier in Keeling und Ole Land, da gab es früher bloß 2 Berufe. Der eine war Bauer, der andere war Seemann. Jeder ein Bauernhaus, der nächste war ein Schipper. Da kämen, also hunderte von Schiffen kämen da von anderen Seite von Ole Land. Ja. Erst haben sie die Lüttenschäden, und dann werden die gerade abgebaut worden und so wieder. Und deswegen ist das auch so, weil das hier das Herkunftsland von der ganzen Küste, wo die Küstenschifffahrt ist. Keeling und Ole Land hier, da kämen sie alle her. Die sind die Schäden früher alle noch nicht geworden. Da hätte die Platten so genommen worden und sind nicht nur durchgehauen worden. Die Schweißtechnik, das ist natürlich das Schiff was leichter, da war die Platten hier bloß zusammen geschweißt und der ganze Doppelung und die Nieten, das fällt weg. Und das heute auch später, wenn das richtig gemacht war. Bloß die ersten haben noch ein Schwierigkeiten mit, aber die haben das auch gemacht hier.
dann muss man sagen, das ist das erste Vollschweißschiff, was gebaut worden ist. Du habt die anderen Waffen hier in Stroh und wie sieht das und das auch noch nicht, aber da habt ihr den als Schweiß. Und heut gut, wird jetzt nichts passieren. Wir sind ja ein Museumsschiff und der Denkmalschutz, der hat uns ja unter der Fuchtel, das heißt, wenn wir was umbauen wird, dann müssen wir erstmal fragen, können wir das mucken. Und sonst sind wir hier anholen, das Schiff so in Originalzustand zu erholen. Das heißt, wir dürfen nicht groß was ändern, immer nur mit Zusage oder mit, ja, die Denkmalschutz muss den Toasten, wenn wir was mucken wird. So. Der Verein Alter Hafen Stade besteht jetzt seit 25 Jahren und der Verein hat sich mal gegründet, um das maritime Erbe hier in Stroh zu erholen. Die alten Schiffe, die wir früher hatten, die Lü noch zu zeigen. Und wir habt ja hier außer der Grön Dik habt wir noch den alten Hobenkron an Hansehoben. Da wird ja die Stoder Hobengeschichte dokumentiert. Ja, und dann muck wir noch so ein bisschen ansuchen. Da liegt doch der ole Willi, der liegt noch in Hansehoben, die Gaffelsegler, und den putzen wir auch hin und wieder noch mal ein bisschen. Da kriegen wir dann auch ein bisschen Geld für von der Stadt. Ja, was habt wir noch? Wir habt dann noch ein Lüttes Kunsthus, das ist früher mal das Schleusenwärterhus gewesen in Stroh. Das habt wir ein bisschen schön Trecht gebaut und da wird jetzt immer so ein bisschen Kunstausstellung gezeigt. Dann habt wir noch so ein paar Lütte Fleetkähne. Das sind so Kähne, die eigentlich ja, im Spreewald kommt. Mhm. Und da muck wir dann auch so Touren mit Touristen um den Ole Stadt herum, auf den Bauchgruben. Das ist die Idee, das kann man euch sagen. Ja, das ist ja auch kommen und nur eine Bearbeitung davon. Ja. Ja, wie viele Leute waren mit dem Jahr? Ja, wir haben so in rund 1000 Leute transportiert. Also ja, mit 2 Konsolen, rund um so. Hier. Ja, das ist natürlich eine gute zusätzliche Geldquelle für uns. Ja, und wie gesagt, das erwirtschaftete Geld, das bleibt alles in unsere Museumsobjekte. Die ganzen Mitglieder, die wir habt insgesamt ungefähr 200 Mitglieder. Von diesen 200 sind gut dadurch aktiv und die muckt alles ehrenamtlich, und das erwirtschaftete Geld, wie gesagt, das kommt dann alles in unsere Museumsobjekte. Wir sind ja sonst immer bloß wie mit über 11 rumführen, und alle pro Jahr sind wir dann auch mal in Schweden, führt wie nur Karlshamn, das ist ja die Patenstadt von Stroh, und da führt wir dann, oder ist die Grön Dik dann so die Botschafterin von Stroh, und dann wird sie in Karlshamn dann auch gezeigt. Und ja, da gibt es schon einige nette Erlebnisse, auch jetzt, wie wir unterwegs waren. Die erste Tour, die ging ja gleich nach Bremerhoven hin, und da haben wir auch gleich ein bisschen Wind und ein bisschen schlecht Wetter. Und da haben wir dann auch einen Schweizer hier an Bord, der ist hier auch Mitglied bei uns. Und ja, der wird dann meist ein bisschen seekrank. Und ja, was sag ich nun noch, wenn die Dampfer, die können also ziemlich tokier, hier rollt ziemlich stark. Ja, und da sag ich dachte schon, ihr wollt eine Eskimo-Rolle machen. Ja. Also er wird das gar nicht ganz geheuer, hier mitzuführen. Weil er sonst immer los in die Schweiz irgendwo auf so Lüttensee paddelt. Also, und er sagte noch, eigentlich wollte ich noch mal eine Biskaya, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Weil das Schiff, das ist also, weil es nicht beloden ist, nicht so recht seegängig. Früher sind die Schiffe ja immer mit Lodung führt, und das Schiff ist ja nun leer, führt nur in Ballast und ziemlich weit und Woderut, und dann schaukelt es schon mal ein bisschen. Und das könnte man die Lüge nicht vertreten.